Wel, hallo, van jou is Dezember de 17e. Zijn hier weer bij Struckland, Manitoba. We veel liever feiern, als ik van deze maar eens afstoen deed. Ik vreet me zo zeer van jou, dat ik weer leven deed. En dat gaat me nog een dag geschoten gehouden en nu wel weer een beetje eten meer. En we gaan. Dat is buiten maar 10 Grad kalt. Dat is een zeer schöne dag, dat is niet windig. So, en we gaan nu wel weer wat merken wat zich naam Montreal Smoked Meat. Montreal gerekend vlees. En dat is vlees wat van een brast komt, van een rindbeest. En dat naam zich beef brisket. Rins brisket, waar dat vielleicht niet zijn. En we gaan. Dat beef brisket, dat biedt vlees, dat is een biljet biedt vlees. Maar dan gaan de caballeros, of de gauchos, oder die Cowboys, die haben sich geleerd, dort biljet biedt vlees. Sie können nicht viel Dierenfleisch kaufen zu der Zeit. Haben sie dort mit Fleisch genommen, dann haben sie sich das Lied sehr schön riechen und backen mit alle Sorten Spezien da noch und Spices und das und dort und ja. Und dann so waren das sehr backen und kerken dort ja sehr weget Schweinefleisch. Ich habe es echt Truck gefahren, ich habe in Texas und Oklahoma und da alle Wegen, habe ich gesehen, was sie nennen Brisket, Beef Brisket, das haben sie geregelt von 1 bis 12 Stunden. En ik vreet me immer, wenn ich von hier, von Kanada nach Texas fahre, dass ich nach dem Truck fahre, dann hebe ich mir da mal voll. Und das schmeckt so schön. Und dann sind nach Fertig nur. Und das Brisket, das Beef Brisket, das ist von der Brust von der Kuh, das geht irgendwo zu rein. In Montreal, da wird so ein Fleisch geregelt und noch gedumpt. Und dann merken sie doch von Lunches oder Tortas oder Sandwiches. Ich war da vorher, die wir in ein Restaurant, die Hilfe auf dem Stell. En dan hadden ze zo'n rijbread, dat is een sneed tweebak. En dan doen ze een beetje mustard, even zo'n mostassa, dat zaamt. En dan dit vlees erop, sneetjes vlees. En dan nog een sneed tweebak. En dan pa dentro. En met french fries, wat we hier namen, en hier namen dat iets extremels. Wij dat er nog alle top houden, zo'n fan, een grote schiefhol. Ik wil eens zeggen, dan had je zondag. En dat is wat ik nu wel merken, Montreal Smoked Meat. Ik hoop die gleichen dort. En ik weet wezen waar ik dat doe. Dat is veel arbeid, dat versleurt wel tijd. Ik wil het van jou aanpekelen. En dan moet ik 7 bis 10 deel leren, dat ik er aan is op neer, naar de fridge is er dan aan. Alle dag omdrehen, haan en treden, dat uitzuigelen dat en aantraken en zo wieder. En dan om 10 deel, dat wordt dan nog Weihnachten zijn, daar willen we dat opforschen. En dan willen we dat nog eenmaal waren met andere specien en perkelen. En dan willen we dat voor 6 stunden zo rekenen. En dan willen we dat nu nog eenmaal 3 stunden dumpen, steam. En ik wil eens zeggen, dat is veel arbeid, maar dat betoelt zich. Je kan je dat am Stuhl kijken, zo'n flesje stof. Montreal Smoked Meat, dat schmeckt ook zeer schön. Maar ik leg dat zelfs te merken. En je kan ook eerst rindvlees braten. Aber Brisket, die Brust von der Kuh, das schmeckt immer das Beste. Das wird so dort zerbrochen. Und ich will von der Wiesen, ich will das halbe Video merken nu, wo wir das Fleisch reinmerken und das anperkeln. Und dann am Weihnachten, da will ich in Wiesen, wo wir das ewig reiten tun, wo das vorig ist, Aperitif, dann pa dentro. So, hier von Struckland, Manitoba, ich will in Wiesen, wo ich das tue. Ich gucke die gleichen dort und wie es das wird. So, wenn ich mal nichts zu tun habe, dann merkt es uns dort. So, Dankeschön. Okay, hier haben wir dann was von einem Beef Brisket. Das ist die Brust von der Kuh. Das müssen wir nachher nur beschneiden, das haben stehen, was 1 Zoll dick Fahrt. Ja, und das mal 1/8 Zoll dick ist. Und dann wollen wir das alle ansalten. Hier haben wir dann noch was von einem Roast, Eye of Round. Das ist bloß gewöhnlich Rindfleisch mit Fleisch. Meine Frau legt das ein bisschen da, das hat vielleicht nicht ganz so viel Schmutz. Und hier haben wir dann was von einem Kosher Salt, das ist groves Salt. Je kan dan zo'n Saltbrocken, die dan brokken zum je Schenkjes in de Rührquark schmecken, wat immer. Aber das ist ein Koffel, zo'n Salt ist dort. Ich brauche dort Kosher, groves Salt, coarse Salt. Hier haben wir 3 Eetlepel grover Peper. Ich habe mir den selbst grob geschraut. Hier haben wir 3 Eetlepel Koriander. Das ist ein bisschen Cilantro zoetig. Dat ga je een stukje hebben koriander. Ja, dat is gemolden in staat. 3 eetlepel. Hier hebben we
ein Eetlepel Fleischvorwärts Salz, das ist besonderes Salz, das ist nicht bloß geweinelt, Himalayan Salz, und das sind was sie brauchen zum Fleisch ansalten. Nummer 1, Prague Powder. Dat kan je aan computer bestellen aan Amazon. Dat is hoe ik dat bestel. Maar je dat niet aan, dat is een don't. Dan wordt het vlees plus niet zo smakelijk worden. Maar Amazon, hier hebben we een eetlepel bruine Zucker. Hier hebben we een theelepel geschrouderd Lorbeerblätter, dat is bay leaves, laurel. En daar hebben we een halve theelepel cloves oder Krietsnägeltjes sozusagen, das habe ich fein gemerkt, das habe ich fein gemerkt mit einem Rollhalt. Immerhin, nu zijn we uit om dat alle toprieren, dat de speisjes, en daar willen we dat vlees uitmerken en daar willen we dat aanzalten. Dankzij. Oké, daar willen we nu al die speisjes, een koffer Zucker, zout, 3 eetlepel grobe peper, 3 eetlepel koriander, geschrouderd cilantro zoetig en 1 eetlepel zijn vleesvorwärts Salz. En 1 eetlepel bruine Zucker. En 1 theelepel zijn Lorbeerblätter. Halve theelepel zijn krietsnägeltjes, cloves. En dan doen we dat fan dichtdieren. En dan zijn we eruit. Dan gaan we dat vlees eruit maken en dan gaan we dat aanrobbelen. Dankzij. Oké, nu kijk je maar dat. Nu hebben we dat vlees dat vater alle afgetrimd. Kijk maar dat. De half is afgegaan. Dat hebben we je kop vernust. Zo als je dat was ik am stoel wat taft. Dan gaan we nu gaan we dat vlees zeer fijn aanrobbelen met zout. Aan beide zijden rondom. Wow, kijk maar dat. Oh, zeer fijn. En dan aan de andere zijde ook nog. Ik dan hier een dubbele sap aanrieren met zout. Wil ik uitdraaien. En wat er even blijft, dat gaan we allemaal houden voor het nächste Mal. Doe nu kijk maar dat. Dan gaan we het nächste. Er zijn een paar bietekjes gebleven, die we ook eens aanrobbelen. En dan gaan we in een plastic lus nemen en dan gaan we hem iets opnemen voor 7 bij 10 deel. Dit moet worden 10 deel zijn, wegen. Dat komt über Weihnachten. Manche willen sich nicht Weihnachten zu sein, die sagen die Helgedeel, Holidays, weil ich sage Weihnachten. Ich schäme mich nicht mehr, ich will sagen Weihnachten. Und weil je wel een Holiday sein, das kann ich auch. Das ist Weihnachten. Und was wir da wir Weihnachten feiern? Wegen Jesus geboren ist. Jesus ist gekommen, uns zu raten, unsere Sünden zu vergeben. Aber check mal das, nu haben wir das Fleisch so fein eingerobbelt. Baby. Ja, sehr fein. Dann hat hier noch ein paar wieder so eine, was sie nennen, Roast. Den wollen wir hier noch anrobbeln. Ja. Kijk maar dat dik aanrobbelen en daar werden we een, ja, sehr fein. Bloß nicht gitzig, sagen wir, das anrobbelen. Das nachher, ich habe das einmal aufwaschen, man wie krijgt es dort. Das hier noch ein bisschen Schein mit Fleischhaufen. Ja, bloß nicht gitzig, sagen wir, alles top. Krijgt es dort. Nu haben wir die allerlei Schäden eingerobbelt. Kijk maar dat. Nu werden wir den Plastik löschen und dann vertieren die auch. Und dann alle Tag die andrehen. Und dann am 10 Deel daar werden we die rijden. Dankzij. Ja, check mal, nu haben wir das Fleisch alle eingesalten. Alle an der Löschen werden. Und nu werden wir das am Eishop nehmen, in der Fridge nehmen für 10 Deel. Das alle Tag einmal andrehen. Und dann nur Weihnachten. Dann werden wir Montreal Smoked Meat merken. Montreal geräkertes Fleisch. Dankeschön.